Liz? Laurence? Anne? Wir sind heute nicht les 30, mais les 3 glorieux. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Wir müssen nämlich als altersmäßig ein bisschen abwerten, weil wir so aber vielleicht 4 Wochen davon kriegen, dass heute viel Amiperas-Membern zusammenhängen. Und da finde ich 2 charmante Damen heute bei mir, die mehr Expertise haben an dem Bereich, über den wir heute Werte schwätzen. Also, das verraten wir ja schlecht nur im Jingle, was das genau ist. Aber ich gebe da mal direkt einfach mit der Präsentation aufhängen. Und die will ich nicht überholen, aber die gehen schon erst weiter, weil ich meine, die könnte ich besser selber erklären. Könnt ihr mir dann erst erklären an ihrem Alter? Na, mein Name ist Laurence. Ich bin 17 Jahre und voilà, ich bin heute für ein bisschen zu quatschen mit dir. Ich bin Liz und ich bin 22 Jahre. Und ja, ich bin heute für ein paar Sachen klarzustellen. Was den Arroganzen der Ballfall kann dabei so in dass dir sieht so zu so als Assistentinnen und Assistenten mir schon an der letzten Sendung drüber gespart, dass man sich eine große Community haben, die du hast für uns zu broden, die du hast für uns zu so, wo du schon direkt, was Themen sind, die eine große Rolle spielen, weil ich meine, jeder hört am sexuellen Bereich so singen. Interessefelder sind Sachen, die ganz stark interessieren, aber das ist noch lange nicht, dass ich nicht mehr versteht, was auch zwischen Gedanken und Träumen von anderen Leuten sind. Und wir werden eben halt gucken, als du ein bisschen zu versammeln, für eben darüber zu schätzen und eben noch Sachen richtig zu stellen. Dafür so ein merci, dass du da bist. Oh, merci, dass wir dir kommen. Ja, vielmals merci. Und weil du sehr sympathisch fand, werde ich den Jingle noch nicht singen. Nee, ich werde nur einfach aufspielen und dann hören wir es direkt in Ohren. Datei aus Mayway Sex. Wir schwätzen all Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Mayway Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Dir hat das Thema für Haut festgelöscht. Und das ist ein ganz interessantes und wichtiges Thema, wo ich eigentlich nicht direkt auf Anhieb drauf kommen wäre. Und ich würde gerne probieren, als alle Thema Raum zu begleiten, an dem ich für dich mal erst einfach wollte fragen, was können Gründe sein, für was den kein Sex hat oder so keine Lust hat auf Sex? Stress auf der Uni, Stress in der Familie, Stress vielleicht mit meinem Partner. Nicht, die Spule nicht gemacht. Das ist halt, kann sehen. Okay. Ja. Also, du gehst so viel drin. Der Netflix ein Chill. Kann ja auch einfach beim Netflix heinst du bleiben, wenn ich keine Lust habe. Mit das lang die Sachen, die du schon genannt hast, probieren sie zusammenzufassen. Das kann ja dann einfach sehen, dass gerade im Moment etwas anderes einem einfach auch Spaß macht. Also, definitiv. Es gibt ja auch noch flott Sachen, die man Aktivitäten. die kann machen. Du hast aber natürlich das, was Liz gesagt hat, das weist dir da schon darauf hin, dass auch äußerliche Faktoren einfach Aufschluss können holen. Ich meine, das ist an allen Altersphasen der Fall, dass du viel verschiedene Aufschlüsse zusammenkommen. Aber da gibt es aber einen Grund, den haben wir noch nicht genannt. Das kannst du vielleicht probieren, das zu erklären. Mehr fällt für allem ob zum Beispiel in meiner Alterskategorie, dass viel für allem Frauen, mit Männern haben schon so viel darüber geschwart, wie das für allem medischer Peng beim Sex haben. Also nicht nur bei der Klischee erste Kehr, aber die ganzen Zeiten. Und da geht natürlich auch schnell los dem Sex verloren. Und das ist dann ganz schön, weil da sind da Medischer, die am Anfang müssten an ihrer sexuellen Blüte sind, so, also die quasi richtig gefangen und dann macht es wirklich Spaß mehr. Und das ist wirklich schön. Ich schwätze ja in dem Fall bewusst von Medischen, die auch Sex wollen haben. Also das, was du mit der Blüte siehst, das kann sich ja dann, ob die beziehen, die sich Interesse um Sex hatten. Ja. Das muss ihn auch an dem Alter noch nicht. Das will ich immer auf der Antenne betonen, dass das nicht anormal ist, wenn ihn das dann noch nicht möchte. Mit das natürlich effektiv schön, wenn ihn will machen. Das ist aber echt das Peng, die ihn damit assoziiert. Fällt dir du schon etwas dazu, Laurence? Zum Thema Peng? Zu der du Problematik, hast du das bei dir oder am Freundeskreis schon mal hören als Problematik? Ja, also an meinem Umfeld ist das echt, dass dann gesucht wird auf. Also das Sex ist doch nicht so immens, keine Ahnung. Also ich hatte schon als Besseren. Ich kann auch mehr interessante Sachen vorstellen, viel zu machen wie das. Ja, das halt Kollegen immer so, ja, also ich muss mal vielleicht eine andere sicher Welt. Also das ist wirklich nicht immens. Ja, also geht gar immer so weit, den du weißt. Gibt es dann eventuell den gemeinsamen Nenner zwischen den Sachen, die der Lo genannt hat? Ich meine, dass es teilweise gemeinsame Nenner kann gehen. Also weil es doch zum Beispiel Leute gehen, die Peng beim Sex haben und dann nicht mit ihrem Partner darüber schwatzen.
oder wo der Partner einfach kein Verständnis dafür weist, also wo dann, keine Ahnung, wo dann so du mit Umgang geht, ja, mir mehr Hunde aber nicht sagst und keine Ahnung, da rabt dich mal zu summeln, oder wo gesagt geht, ja, mir verschiedene Positionen geht weh, ja, nee, mir dann, ja, mir ich muss dann alles machen, wenn du das nicht musst, und das ist dann am Anfang wirklich krass, also, weil mir schwätzt ja aber was sagst, das soll ja aber am Anfang Spaß machen. Ja, ich meine halt, dass besonders an so Sachen eine gesunde Kommunikation zwischen den Partnern immens wichtig ist, ob das einfach, wenn ich keine Lust hat, oder wenn ich einen Peng hat, dass du einfach muss man den schwätzen und die Sache ein bisschen probieren zu klären, auch von das nicht immer ganz einfach ist, weil ihn ja da vielleicht auch also weil ich keine Kranke will oder ja irgendwie nicht einen Sinn vieler verletzen will. Schon bei beide Sachen noch gedurcht, das wird ja oft immer zu denen, dass ich nicht gerade ob eine 10-jährige Erfahrung am Kontext von Sex irgendwie zurückgucken kann. Und ich denke, da ist die Doppel-Herausforderung, da könnte man so, wenn ich falsch leihen, dass ich nicht so viel sexuelle Erfahrung habe, mir eben auch kommunikativ diesbezüglich noch nicht so viel Erfahrung hat. Könnt ihr euch zufällig bei Erschlo Insel drin erinnern, wenn nie dir die echte Kehr darüber kommuniziert tut? Oder wenn ihr erst das Thema wirklich angefangen hat zu beschäftigen, oder das noch irgendwie im Schirm? Das erste, wo das Thema am Anfang angefangen hat, mich zu beschäftigen, war, wie ich an meiner ersten, also langer Beziehung war, quasi. Und wo dann auch irgendwann drin gegangen ist, so, okay, am Anfang ging mal irgendwann mal nicht schlafen. Und ich wollte mich aber nicht einfach mit den biologischen Aspekten auseinandersetzen, weil ich gedacht habe, okay, mir das kann nicht sein, dass es just einfach, ich weiß nicht, dran und raus und dann ist fertig so. Und da bin ich eben ein bisschen so mich informiert, also schon im Internet geguckt, okay, was geht das alles so, was kann ich cool finden, was kann ich nicht cool finden. Und am Anfang dafür, also mir auch nur leicht gefallen, für auch mit meinem Partner darüber zu schwatzen, weil ich ihm dann auch oft Sachen geschickt habe und er gesagt, ja, keine Ahnung. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt noch, okay, sag's mir, das war aber der cool, für zu gucken, okay, was wäre am Anfang interessant oder nicht interessant. Wie hat ihr dann darüber reagiert? Am Anfang mega cool, also so, wir haben am Anfang nicht drüber geschaut, wir haben just drüber geschrieben quasi und dann irgendwann war dann nämlich so, oh, könnte darüber zu schwatzen. Und du wennst war doch flott, also quasi wie man angefangen hat, sagst du Hund, also dann irgendwie normal war, ich wollte alles zu schwatzen, was du mal dazu dienen hat. Also mir ist quasi rumgetauscht an einer Situation, an der wir noch nicht waren, an der wir über andere Sachen drüber, also die auch mal dazu dienen hatte, geschaut haben. Also mich freut das ehrlich gesagt, das zu hören, weil das ja eine schöne Wehe ist, die Lomo und Mann auf mich so wirkt, wie wenn er auch nicht extrem gehetzt wird. Das ist ja nicht, dass ich nicht wie eine Stundenplan auf der Uni irgendwie am Vierers Frest muss lehnen. Ja, genau. Wir müssen also, das und die Stunde genau das und das machen, weil wir uns ja darüber präpariert. Ja, genau. Wie war das bei dir, Laurence? Bei mir war am Anfang genau der Gegenteil. Also, warum ich gehört, das einfach geschieht. Ich war relativ lang mit meinem dämonischen Freund zusammen. Ich war aber auch noch ganz jung. Und danach habe ich mir gedacht, okay. Weil ich wollte schon irgendwie mit meinen Freundinnen darüber schwätzen. Ich wollte nicht schon so weit geschieht ist, weil das aber eine Experienz ist, die mich so, die ihn aber ein bisschen prägt. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, wie müsste das so. Weil auch ganz viele von meinem Umfeld, die waren noch nicht im selben Niveau. Die haben gesagt, ja, also ich fand, dass sie noch viel zu jung sind in diesem Alter für das Mann. Die haben gesagt, also, keine Ahnung, so los, kann ich aber drüber nachdenken. Und ich wusste überhaupt nicht, wem was so. Und Schulstudent, du hast einer Freundin etwas gesagt. Und ja, das war ein bisschen schwierig für mich. Auch mit meinem dämonischen Freund so richtig darüber geschwärzt, hat er nicht halt, wenn ihn halt lang war, dann ist es geschieht, aber so richtig. Man nicht geschwart, so war die gern hört, wie was wo, hört ihr nicht. Für ein Gespräch zu feiern muss ja auch Kontinu da sein. Aber es gibt ja auch Kontinu, den kann ich nicht ins Lo lesen, weil ich ja kein Handbuch finde, mit was von ich sexuell gehe. Ja, also, genau. Weil den einfach, was einem richtig gut geht, das kann ich ja sich noch nicht wissen. Gibt ihr das als außerordentlich kompliziert irgendwie bezeichnen? Wie schwer ist es, das eigentlich rauszufinden? Also ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass die Sachen, die ich gelesen habe, wo ich gesagt habe, so, oder ja, oft gelesen, wo ich gesagt habe, das könnte dir gefallen, war dann auch oft an der Realität so, dass es mir wirklich gefallen hat. Also wo ich einfach wirklich dann nur gesagt habe, okay, das kann ich ja probieren. Und dann habe ich gemerkt, okay, ja. Aber es sind aber auch Sachen, wo ich gelesen habe, wo ich gesagt habe, so, Und da weiß ich auch, das werde ich wahrscheinlich schon nicht machen. Also, weil die erste Idee schon nicht positiv ist. Das heißt, du darfst noch ein Bauchgefühl lauschen in dem Moment dann? Ja, ich fand schon. Also ich fand, dass ich sowieso alles, was sagst, dass man so auf sein Bauchgefühl lauscht. Ich kann mich erinnern, also so von wegen am Voraus informieren. Ich habe zwar immer Sachen, zum Beispiel über Orgasmen, eben gelesen, war witzig, weil bei Menge allererste Kehr
Also ich muss heute noch lachen, wenn ich dran denke. Ich wusste nicht, ob ich den hat. Und ich finde irgendwann... Also mir ist es extrem gut gegangen. Ich wusste trotzdem, es geht ja nicht immer lang gut. Und hey, Treffer, dazu war ein Orgasmus. Und ich weiß nicht, dass ich hin so gefreut bin. Ja, mir ist gerade mega drunken gegeben und ich meine schon eine pure Farbe gesehen. Also muss ich dabei sein, ich war stark nicht dann. So, ja, okay, es kein Sinn, dass ich gerade gekommen bin. Ich muss dann noch pummelt testen, für zu gucken, wann noch ein Kamova kriegen gibt. Waren vielleicht den. Aber das ja, wie soll ich das sagen? Es geht ja in Spieren, kann ich ja nie am Vieraus lehren. Also man nicht mit dem anderen. Ja, und ich fand, du kannst so nicht lehren, wie jetzt sich auffühlt. Also die Leute, die fragen, ja, wie fühlt sich Sex an? Und du kannst das nicht erklären. Das nicht, du kannst das auch nicht vergleichen mit etwas. Also was können Lernmaterialien für ihr selber sein? So? Ich ging so, es hilft, wenn sich mit Leuten umgeht, die nicht immens crispiert sind. Es gibt ja einfach Leute, die schwätzen nicht gerne darüber, auch nicht mit ganz engen Freunden. Das ist ja auch kein Problem. Also, wenn ihr das nicht will delen, das ist ja ein immens intimes Thema. Wenn ihr das nicht will delen, dann ist das ja komplett okay. Wir gehen aber auch ganz viele Leute, die gerne darüber schwätzen. Und ich meine das ganz gerne los. Ich meine, das hilft einfach, wenn ihr also der klingt mir am richtigen Umfeld ist. Wenn ihr einfach Leute hört, bei denen ihr sich wohlfühlt, an die sich auch wohl viele, wenn ihr hin so etwas seht. Das ist vorher, ja. Das, weil es merkt ihr auch von den Anfang von der Schwätze, wie die Leute reagieren. Und ich meine, das war ein bisschen das Problem bei mir, dass die Leute nicht so, also ich habe immer gefühlt, wie wenn ich gegen oversharen, so. Bisschen so, okay, das war too much information, so, merci. Aber, voilà, ich meine, muss ich einfach Leute finden, bei denen ihr sich wohlfühlt, ob das ein Kollege ist, ob das Ältere sind, ob das, was weiß ich. Ich fand für einen dass bei dem, was du gesagt hast, weißt du erzählst das ja nicht beisvöllig engem, für den du mal da zu steuern, an den anderen, von denen sich mal dieser Gräbel fehlt, möchte das ja auch nicht unbedingt als beisvöllig geht dir gegenüber. Und das ist effektiv so, das Verhandeln, bis ich genau weiß, mit dem du ein Kollege kann ich das machen, und mit dem du ein anderer Kollege kann ich andere Sachen besser diskutieren. Das ist effektiv ein weiter Weg. Mir ist natürlich direkt auch die Masturbation an den Kopf gekommen. Also nicht kommunikativ. Die kommunikativ masturbieren, die sind extrem anstrengend. Ich wollte nur denken, aber dann wie praktisch zurückkommen. Und ihr fand, dass Masturbation erst eventuell ein bisschen geholfen wird, rauszufinden, was der gut geht. Ja. Ja. Ja und nee, also weil ich fand, dass sie dann auf einen Teil vom Körper beschränkt, während Sex oft noch mehr Körperteile zu denen hat. Du weißt, also die andere Sache kannst du quasi nicht alleine rausfinden, die hast du ein bisschen immer deinen Mann rausfinden, während das okay, das wusste dann okay, das du ist gut und das du nicht. Wenn ich masturbieren, da stelle ich mir immer irgendetwas vor, so eine Person oder irgendein Szenario. Und an dem Moment merkt ihr auch, hey, oh, okay, du hast und das gedacht. Okay, interessant, ja. Keine Ahnung, ich meine, wenn mir das beim Masturbieren gefällt, kann ich das ja auch gerne mal so beim Sex, also zu zwei oder zu mehr, probieren. Also für mich hat das schon wirklich ganz viel geholfen. Und schon dabei Seite von mir kennengelernt, die ich nicht kann tun. Ja, das ist das, was ich da gemeint habe, wo ich gesagt habe, okay, wenn du Sachen liest und du merkst, dass es dir kein gefallen, dann oft ist es doch so. Also, ja, halt, du hast dich schon darüber informiert, am Voraus, und sonst lernst du das halt an der Praxis. So. Also wir haben das Sex Education all geguckt und ich meine, dass wir auch alle ziemlich Fans sind. Und an der zweiten Staffel ist eine von den Folgen, die ich wirklich extrem witzig fand, also ein junges Mädchen, da du sich ja dann an Sexualtherapie eben im Schulhof geht, bei den Autis. Und hat richtig dann auch, hat er Sex mit seinem neuen Partner gehabt und den hat er es gemacht, das wäre so schrecklich und das den hat gemacht, das wäre unerhört. Und der fragt den Autis, ja, mir, was hat denn da gemacht? Und so dachte, hey, du mich gefragt, was ich gerne habe. Und ich fand, dass das so repräsentativ ist für Situationen, in denen einfach wirklich ganz stark nach hat. Ja, also ich meine, ich spoilere nicht allzu viel, wenn ich so, dass ich neben der rekommandiert zu masturbieren. Und du weißt, das mich das dann den ganzen Tag und dann 100.000 Positionen.
Also die Moral von der Geschichte ist am Endeffekt, das hat gemerkt wird, das hat selber ziemlich viel inszeniert wird, eben für Drohnen. Das hat Sache gebaut, wie hat gemerkt wird, dass ihn sie soll machen, mit das hat sich selber dabei total verpasst wird. Und das aber, wie das bei der Sex Education eben oft ist, einfach immens interessant, live umgesetzt und trotzdem realistisch. Also dafür kann ich Leute nicht mehr so, also guckt Serie auf alle Fall. Aber ja, kennt ihr da vielleicht noch andere Sachen rum? Also erinnern erst du noch Sachen, also kommen erst du noch Gedanken, was er Situationen überlangt? Manchmal am Anfang witzig, dass das so ist, weil ich schon am Anfang eine schadlose Situation mit einer Person, die noch nicht lange Sex wird. Und eher in seiner ersten Kehr hat, hat er mich auch effektiv gefragt, ja, wie finde ich dann raus, was ich geht. Und schon extrem schwer fand, die Frage zu beantworten. Und ich sitze da mal da und schon geguckt und ich war so, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, guck mal, ich weiß nicht, im Internet, also lies mal Sachen und informiert dich, also ich mal, was geht oder keine Ahnung. Du merkst ja aber auch, so gut, wenn du einfach als normal Klischee-Porno guckst, die immer ja am Anfang nicht sollte gucken, merkst du aber, was du guckst und was dir darunter gefällt. Also, irgendwie, eine Idee müsst ihr aber haben, so ansatzweise. Aber irgendwie, die Person wusste wirklich gar nicht, also wie seine Sexualität oder wie sein Sexleben nicht so ausgesehen. Und das finde ich wirklich schwierig fand. Fand ihr, dass Leute scheinst auch vielleicht viel Druck da machen, dass sie eben Angst haben mit dem Wissen, du schon müssen an die erste Kehr ranzugehen? Ich meine, es mischt insbesondere junge Leute ein bisschen Druck, wenn sie mit so Informationen zugemüllt gehen. Zum Beispiel Leute, die noch gar keinen Sex hatten. Ich schon noch Freundinnen und Kollegen, und die mir so, ich lese so Sachen. Also du hast mir mal die Note im Wasch geblieben. Also ich lese, ja, da du mal gar keine Sorge. Das lese ich auch immer so Gruselgeschichten im Internet. Ich weiß nicht, ob das kennt, auf Snapchat geht es so eine Rubrik, die ich weiß. Okay. Du liest immer die gruseligsten Sachen von Leuten, die mit Sachen Sex haben und mit... Ich meine, das mischt die Leute Angst, auf ihren allem Druck, dass sie sehen, so, muss ich das auch gerne haben, muss ich da auch so freaky sein und so Sachen ausprobieren, was ist das, wie, was, wo. Und ja, also das mit Vorsicht zu genießen, ging ich so. Also, ja, also ich schwätze noch echt da, also es gibt noch ganz viel gut Platz im Internet, wo du gute Informationen kriegst. Auch an unserem Alter oder auch mit jung. Es gibt zum Beispiel einen YouTube-Channel, den heißt Sexplanations, den ist mega und hat erklärt alles so gut und lauter Aspekte, und das hat mir zum Beispiel mega geholfen. Das habe ich noch nicht gekannt. Cool. Ich komme ganz kurz auf Sex Education zurück. Ich merke bei den Leuten, die so in meinem Alter sind, über 30, da sind immens viele Leute, die so, hatte man die Serie gehabt, wo wir 17 waren. Das ist aber nur froh in ihr. Fehlt dir dann trotzdem, also hast du noch einen zu krassen Overload mit Informationen oder heute auch viel mit den Informationen zu denen, die am Raum stehen. Also du hast von Snapchat geschwärzt, von Medien am Allgemeinen, wo ja auch oft leider so die spektakulären Effekte gehen an die Hardstory, weil ein Artikel, leider für viele Medien schreibt sich ein Artikel, an dem mit einfach im guten Sex gehen, den einfach wo die Leute sich konventionell angelöst haben, du kriegst nicht so viel Klicks, das ist natürlich das dramatisch. Also einfach ein Informationsüberfluss oder also kannst du schwer an dem ganzen Wust nach das mit basisch zu fahren. Wie kann ich das vielleicht erklären? Ja, ich fand, das kenne ich so. Also, ich habe das Gefühl, wie wenn das einfach, also das scheint Sex ein bisschen inner geht. Also, die Leute kriegen sich nicht mit, dass es am Anfang etwas ganz normal Einfaches ist, weil ich einfach so, wenn du nicht spektakulär, aber extra Platz oder mit extra Sachen hast, das ist einfach Klischee sehen. Ja. Also, ich fand, den Aspekt geht bis verloren. Ja, ich fand den anderen Aspekt, den bis verloren geht, ist einfach, dass das Sex auch einfach Lust ist. Also, dass es einfach, du musst, ob das gerade in dem Moment Lust ist und das nicht unbedingt wie du gehst in einem Rezept oder so. Also, das kann auch Kinder suchen. Und an einem Porno, das alles, das sind Schauspieler und das lebt nur einem Rezept. Mehr richtige Sex lebt nicht so. Und das du musst einfach das, was an dem Moment gerade gut ist. Und ich meine, das haben viele Leute noch nicht verstanden. Und ich meine, viele Leute denken so, okay, dann machen wir das und dann machen wir das und dann zum Schluss passiert das. So. Und ich meine, das ist einfach nicht korrekt. Du hast den Vergleich mit dem Rezept gesagt, das gibt ja auch suggerieren, dass ich für den Englisch tut für Sachen, die ich ankaufen muss. Ich gebe nur mal einfach so, die Sachen, die wirklich ankaufen muss, gehabt haben.
Frag Lützeburg ist das halt so viel. Also einfach das wird safer Sex garantiert, gebe ich nur mal behaupten. Also bei denen Sachen, die ich kaufen kann am Voraus und dann haben wir natürlich auch Kommunikation, die am besten Fall am wertvollsten. Also Konsens, den am Voraus verhandelt, dass Grenzen, die am Voraus verhandelt sind, auch Kondome schmengen. Und da passt dann ein kleines Präparativbox, die hinter für das Ganze zu machen. Ich komme danke auf das zurück, wo wir relativ am Anfang drüber gesprochen haben, und zwar war das Peng. Das ist ein ganz seriöses Thema, den also bei uns schon an Sendungen und auch Rubriken behandelt gehen. Dass es ganz, ganz viele verschiedene Gründe gibt für Peng. Also medizinische Gründe, die viele Leute können. Also es gibt viele Sachen, die Behilfe kommen. Dafür muss ich natürlich auch wissen, dass das geht. An Hilfe hilft das ja da schon, mit einem darüber zu schwätzen, dass ich sie wird der Partner, mir vielleicht auch mit einem Expert vorbei, weil der Freund oder die Freundin, die können das zwar da schuld von am Matlet zu mir, du können sie das Problem nicht mit behilfen. Wie viel Platz hast du für wenn man auf einer Kommunikation schwätze? Wie viel Platz aus zwischen Jugendlichen und Jungen und Wurzeln du für zu so ein du wege du schon gerade keine Lust, wie viel Platz ist für den nicht super sexy Talk, mehr für das, was hinter der Kulisse geschieht? Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich am Thema ziemlich dran bin, das mich einfach interessiert. So. Sind ich mittlerweile so Durchlaufstelle für alles, was Probleme sind in dem Bereich. Ja. Das heißt, ich kriege dann noch verschiedene so Bagage. Ich kriege mittlerweile von 2 Freundinnen, die ich schon ganz lange kenne, mit denen ich nie viel drin am richtig über Sex geschwärzt habe. Haben wir alle mal für einen Monat oder so drüber geschwärzt. Und dann sind noch Sachen rausgekommen, die ich gar nicht wusste. Aber wo ich auch gesagt habe, pass auf, das ist nicht normal. Also, an unserem Alter ist das nicht normal. Also, geh bei den Doktor oder guck, was das Problem ist. Und das ist am Anfang, das ist aber nicht überall so. Beziehungsweise, wenn ich nicht da wäre, weiß ich nicht, ob sie mit einem Mann darüber geschwärzt hätten. Wenn man von nicht normal schwätzen wir ja echt von Sachen, die ihnen selber nicht gut gehen, also nicht von wegen, du sagst mit Außerirdischen und das ist nicht normal oder du hast ja an der Orientierung. Nee, also hier geht da wirklich um Peng oder ich schon nie Lust auf Sex, obwohl ich am Anfang gerne Sex hat. Okay. Und so Sachen, quasi. Das würde ich an meinem Umfeld mit tun und was ich auch von mir selber merken, also zumindest an meinem Alter, wo ich muss einen echt Schritt normalerweise, also so dran mischt, dass in so Stoff vielleicht auch ein bisschen schummt, für zu so ein, hey, da war, ich weiß nicht, oder ich habe es nicht geklappt, da war tolle Wege oder so. Und ich meine, das ist einfach das, ich will ihn nicht einmal auf Face trippeln und irgendwie so ihn enttäuschen, weil das ist ja auch immer eine gewisse Erwartung da von dem anderen, so, wenn es mehr gut geht, dann tut ja auch, war ja gut, geil. Und da will ich nicht so, nee, das war nicht wirklich, nee, schon, also, ich meine, dass das ein bisschen Schwierigkeit ist, für du die Barriere zu vergehen und zu so, ja, einfach mal Karten auf den Tisch ziehen, so, nee, sorry, das war nicht gut. Und das geht dann auch teilweise so weit, dass ich gesehen und das Koppeln, also nee, gegangen sind, einfach, weil nicht geschwart go, weil hat so, nee, ich kann das nicht mehr. Und das ist einfach, das ist viel weh, das ist nicht gut für mich. Ich spüre selber, dass mir das nicht gut geht und sie haben einfach nie darüber geschwart und irgendwann klappt das einfach nicht mehr. Dann hast du so eine große Mauer zwischen den zwei, dass es nicht mehr geht. Ich denke, dass das du etwas ist, was viele Leute kennen. Wirklich ganz, ganz viele Leute. Und ich meine, dass allein das schon hast du hilft, dass ich weiß, ich sehe nicht allein du da. Da sind sie scheinst du nicht traut, etwas zu suchen. Und auch die Angst, den anderen nicht zu verletzen, das ist ja eigentlich ein empathische Geste, das lebt da sind und denkt, den anderen nicht verletzen zu wollen. Aber das darf natürlich am Umkehrschluss niemals sehen, dass ihr selber dann akzeptiert, dass es dem nicht gut geht. Mit das ist ein Krux. Also das ist ein Krux. Und da sind das hast du nicht direkt von Haut auf Mur gelesen kriegt. Also auch legitim mit das Mänglisch, wie Lisa Urlo gesagt hat, wichtig, dass ihn dann nicht an dem Zustand draufläuft. Ja, und ich meine, wir wissen alle gut, dass an einer Beziehung am Anfang das Wichtigste ist, mit denen zu schwätzen. Und ich meine, dass auch viele Leute das gut hinkriegen. Aber es sind noch ganz viele Leute, die das dann auf verschiedenen Niveauen hinkriegen, aber wenn es sobald um Sex geht, eben nicht mehr, weil da fängt daran peinlich zu gehen, und da fängt daran, um meinen Körper zu gehen oder um der anderen Person ihren Körper. Und dann
also das ist ein bisschen mehr kritisch vielleicht. Also vielleicht von verschiedenen Personen das mehr kritisch. Wie oft hört dir noch, dass irgendwie seht, schon richtig Angst für etwas? Oder hört ihr, das hast du an dir selber bannen dran? Ja. Ja. Keine Ahnung, es gibt auch so gewisse Sachen, wo ich mir selber so ein, nee, du hast mir nicht wirklich wohl dabei. Du hast auch eine gewisse Angst. Und dann, wenn mein Partner das will machen oder so, dann da sind ich irgendwie ganz so, nee, das muss nicht sein. Also nee, ich kann das gerade nicht. Und das ist, also ich weiß auch nicht, woran das direkt leid. Und das ist am Anfang immens interessant für mich, weil ich am Anfang ein immens offener Mensch bin. Und ich da gemeint habe, ich ging dann alles, also nicht alles wissen, aber so, ich wollte mich selber schon Bescheid wissen. Und dann bin ich mir diese Sache so, oh Merd, okay, was war das? Das ist ja alles okay, das ist ja alles okay. Und das merkst du dann, ich fand, das merkst du auch recht am Moment selber. Was geschieht so? Was fängst du da mit der Angst an, wenn du das verspürst? Weißt du, hätte ich gefangen oder definierst du dich neu oder geht es um mehr Möglichkeiten? Was du Rosen auf dich? Oder was du echt froh siehst, okay, ich habe etwas Neues raus von dir für mich? Dass ich vielleicht ein bisschen Rosen ob sich selber, weil ihn dann, also ich gesehen in dem Moment so die Enttäuschung ein bisschen, aber am Gesicht von dem Partner, dann denke ich mir so, man merkt noch mal, dann rapp dich doch zusammen oder so. Oder. Ja. Aber andererseits will ich das dann noch nicht denken, weil wenn ich mal so, irgendwie fandst du dich nicht wohl, du spielst, dann, also das ist ja okay, das kann ja, das ist ja gar kein Problem. Das ist ein bisschen so ein Zwiespalt, meine ich. Also ich sehe die Person, die ganze Zeit für Kommunikation schwätzt. Und ich bin am Anfang geholt, auch ziemlich gut daran, über Sex zu schwätzen. Und ich habe momentan noch zum Beispiel einfach das Problem, dass ich mit einer Person eine Relation habe und ich nicht fertig bringe, mit der Person über Sex zu schwätzen. Und ich habe noch nicht selber richtig verstanden, für was. Aber das geht mir auch mega auf den Nerv. Ich kriege das auch nicht an den Griff. Und das schafft auch so meinem Bild von mir selber, weil ich muss so, du bringst es fertig. So mit fremden Leuten drüber zu schwätzen, wie mit einer Person, die aber wichtig ist, aber nicht. Und das ist mega traurig auch. Ich kann das extrem gut. Und ich verstehe, was du mit der Traurigkeit meinst. Und das Interessante ist, dass bei den 3 Sachen, also bei alles 3 in zusammenfügen kann, dass es viel mit dem Selbstbild zu tun, mit der Version, die für sich selber hat. Wo ja immer im Realitätscheck eben stattfindet, wo die Erwartungen nicht selber du hast. Das heißt, mir löst all die Leute, die rundherum sind, einfach raus und Partner raus. Ja, und dann hast du froh, wie weit denen sie streckt, ob ihnen heinst du zu sie seht, hey, komm, geh über die Grenze drüber, weil sie werden da helfen. Oder ob ihnen heinst du seht, hey, ich bleibe mal ein bisschen lang stehen und rasch den Hai einfach ein bisschen. Und macht man einen Gedanken darüber, wo stehe ich gerade? Sind ich kommunikativ Bestie oder sind ich vielleicht auch eins, das Schweigen auch genießen kann? Klar. Alles, was man bislang geschwärzt hat, hört ihr mal zu denen, dass das nicht vom Himmel fällt. Du kannst nicht auf die Welt und du weißt das, und du kannst auch nicht aufs Setjam und du weißt das. Und du stehst auch nicht für einen echten Sexualpartner oder deiner Sexualpartnerin an der Bemol, kannst du sagen, für die ein Bling mischt und dann... Keine Ahnung, oder stell mir das dafür so wie ein Vieh, die Ledermantel hört, da seht ich verkaufe Sonnenbrille. Mega viel Kompetenz. Und heute sind Athletische. Die wisst ihr sowieso, wie das geht. Von allem geht es hier um so viele verschiedene Sachen. Es geht um die Vorstellung von dir selber, es geht um das, was du von nähern hast, es geht um den Partner oder den Partnerin. Ich meine, das sind so viele Wissenschaften allein, die du benötigst. Und dafür ist es ja auch so wichtig, dass Jugendliche eigentlich nicht immer an der Bio lehren, dass es Sex gibt. Oh ja. Das tut ja auch mit Spruch, Kommunikation, Ethik und so weiter und so fort zu denen. Also, ja, klar. Das ist ein ziemlich bombastische Massekarambolage, fand ich. So kann ich nennen, ja. Ich fand die einzige Sache, die stehen gemäßelt ist, als das geschützte Sex. Ein gut Sache, das Konsens ein gut Sache. Und dass es bringt sich, um den anzulösen. Auch für den Rest, für die Menge Zeit und Möglichkeiten, sich so lange wie ihr wollt zu entwickeln. Und ich hoffe, dass wir 3 und auch die anderen Leute draußen das auch noch hinkriegen, wenn sie wirklich schon da am Mipera sind, aber wirklich ganz alt sind. Und dann hier wie noch immer nicht drüber ist und sie noch immer spannende Erfahrungen können. Das gebe ich mal für euch wünschen. So mit einem kleinen Einhorn an einem Glitzerrebo. Für das noch ein bisschen puppisch ist. Ja, ich meine, das wünsche ich mir also. Ja, okay. Amen, du drauf. Okay, mit der Sinne, viel, vielmals merci.
Mal ganz gerne. Ja, merci auch. Und ich denke, ich hoffe, dass wir schnell auf der Antenne hören. Und du kriegst vielleicht sogar ein Part von den anderen Teammitgliedern, weil ich denke drin, dass du eine Rubrik kennst. Tschüss. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to ethischen Pornokonsum. Et gëtt jo gemunkelt, dass das Internet zum größten Teil als Pornografie besteht. Statistisch ist es schon so, dass die meisten Leute ein Keier aus unterschiedlichen Gründen mit einem Porno a Berührung kommen sind. Bei Jugendlichen schwanken Statistiken zwischen 60 und 80%, die schon Erfahrungen mit der gemäht haben. Die Manns konsumieren aber regelmäßig Pornografie. Das kennt sich am Laufe vom Leben ändern. Auch weil Porno gucken recht ab 18 Jahren legal ist. Es gibt jedenfalls viel darüber diskutiert, wie gut oder schlecht Pornokonsum ist. Mit dax bleibt Diskussion darüber aus, wie man Porno da wirklich konsumieren. Dafür ein How-to ethischen Pornokonsum. Punkt Nummer 1. Was ist Porno? In einer Porno kann ich viele Sachen verstehen. Ich meine an erster Linie Filme, Videos und Bilder, die Sex und Sexualität zum Inhalt haben. Wer den lo in einer pornografisch kann verstehen, ist noch eine andere Frage. Auch ob Pornografie gut oder schlecht ist eine andere Diskussion. Ich gehe mal so an, dass Statistiken nur als Porno gucken auf jeden Fall relativ durchschnittlich. Es ist nicht falsch mit dir, wenn du Porno guckst, und auch nicht, wenn du sie nicht guckst. Solange du kannst gut mit dem Konsum umgehen und nicht keine negativen Konsequenzen hat, für dich kurz- oder langfristig, brauchst du da keine Sorgen zu machen. Das Problem mit Porno ist echter, dass Leute vergessen, dass es ein wirklich komplett inszenierten Film ist. Es ist ein Fiktionsfilm, keine Sohn, und eben kein Dokumentär. Reale Sex sieht auch nicht aus. Das könnt ihr auch in der Rubrik ein gut froh Pornosex versus reale Sex nur live drüber in der Welt. Da gehen ich auf Sachen an wie Konsens, Körperhöhe, das sogenannte Vierspiel, Gereicher, Verhütung, der Comshot und Körperin. Fazit ist daraus: pornografisches Material ist kein Vierlach für die Realität und auch keine Sexualbildung. Porno ist hart Arbeit, für allem an der Mainstream-Pornografie. Punkt Nummer 2. Wie wird Porno produziert? Das hängt ein bisschen davon ab, von wem, für wen und wo produziert wird. Fangen wir an mit der Mainstream-Pornografie, die ihr auf den meisten gratis Pornoseiten findet. Hier ist so wie an all Filmen, dass es Set gibt, eine Person, die produziert, eine Person, die Drehbuch schreibt, die Leute cast, eine Person, die belicht, die schminkt, die den Ton abhält, die alles oben aufbaut, die Pizza bringt und so weiter und so fort. Viele Mainstream-Pornoproduktionen, egal ob groß oder klein, müssen ihr Filme an den letzten Jahrzehnten immer mehr sehr und mit immer mehr so produzieren. Das heißt auch, dass Performer und Performerinnen, die am Porno mitspielen, man gut bezahlt gehen, müssen mehr lang Arbeitszeit schaffen und unter enormem Druck stehen, körperliche Leistungen zu bringen. Außerdem müssen sie bestimmte Kriterien erfüllen, was Alter, Körper und körperliche Kapazität angeht, für dass sie überhaupt eine gute Arbeit kriegen. Auch die Leute, die Kamera machen, das Skript schreiben, diese liefern oder das Mask machen, kriegen immer Männer oder ihren Job geht ganz gestracht. Für so zu spuren muss an immer Männer gute Konditionen gefilmt gehen. Was leider dazu führt, dass die Leute, die beim Porno schaffen, es mehr oft als eine finanzielle Notlage machen und nicht, weil es ihnen Spaß macht. Und da ist es, wo es da problematisch geht. Dass mir sehr billig muss produziert gehen, leidet darunter, dass seitdem die großen Internetseiten online sind, jeder kann gratis Pornofilme gucken. Und die Leute, die konsumieren, nicht mehr für ihre Pornoen, müssen bezahlen, wenn sie das nicht wollen. Produzenten und Produzentinnen kreieren Manasuren und der Profit machen für allem die gratis Pornoseiten, zum Beispiel durch Werbung und Klicks. Wenn ihr mehr dazu wissen, könnt ihr euch zum Beispiel den Dokumentarfilm Pornocracy gucken. Außerdem hat es den Einfluss auf die Pornoindustrie, dass es immer mehr Amateursfilme gibt. Das heißt Filme, die ohne oder mit ganz wenig Budget auf Filmcrew produziert gehen. Die Amateursfilme oder auch halb Amateur, halb Professionalfilme, Grenzen sind halt so fließend, machen natürlich die professionelle Pornoproduktionen Konkurrenz.
Dadurch, dass Davalo bei den Amateuren oft kein Kontrakter ginn an der net reguliert ass, gehen Dabelskonditionen für an allem für Frauen natürlich nicht unbedingt besser. Den Nannemarmol Standard Mainstream, also vielen Deler von Europa mehr an Amerika reglementiert und fällt an die Rubrik von der Sexarbeit. Das betrifft sowohl Safer Sex wie auch viel andere Arbeitskonditionen. Den Hauptproblem sind also Pornoen, die außerhalb von denen reglementierte Kontexte entstehen, quasi an der Deichstadt an Uni Verträge. Da kann ihn sich nicht ganz sicher sein, ob alles am Verständnis sicher auf fair aufläuft. Das feiert mich zu meinem zweiten Punkt, der nicht Mainstream-Pornografie. Mainstream bedeutet Hauptstrom. Am nicht Mainstream sollte so ein jederin, der gehend der Strom schwimmt. Es gibt nämlich mittlerweile immer mehr Filmemacher und Filmemacherinnen, die probieren, dem klassischen Mainstream-Porno etwas entgegenzusetzen. Einerseits visuell, indem sie unterschiedlich Körper weisen, die nicht perfekt retuschiert, geschminkt oder rasiert sind, mehr auch inhaltlich, an denen ihr gesagt, wie Performer und Performerinnen mit denen schwätzen, Filme, die sich nicht nimmen, ob Genitalien und penetrative Sex fokussieren, Filme, an denen Frauen oder nicht-binäre Geschlechter als aktiven Teil vom Porno gewesen gehen, an die insgesamt nicht so viel Geschlechterklischeen als Stereotyp-Rolleverdelungen weisen. Und noch viel mehr. Swat, es entstehen Filme, die mehr nur unter realer Lust sind, und in faire Konditionen produziert gehen. Das kann ihn auch noch unter dem Überbegriff Ethical Porn oder Fair Porn zusammenfassen. Ethisch oder fair bedeutet Pornoen, bei denen jederin gerecht und gut behandelt und bezahlt gehen. Also Material, das unter fairen Arbeitsbedingungen produziert wird. Ein bisschen so wie den Fairtrade-Label beim Kaffee. Punkt Nummer 4. Pornografie bezahlen. Die einerseits von der Medaille zu den Leuten, die Porno produzieren, sind die Leute, die Porno konsumieren. Das heißt, dass ihr als Pornokonsument oder Konsumentin, über 18 Jahre versteht sich, auch für die Filme bezahlen sollt, die ihr guckt. Du hast doch tatsächlich egal, wie Mainstream das Ganze ist, was ihr guckt, bezahlen sollt ihr immer, weil Porno als Arbeit, und wir sind als Konsumentinnen mit responsabel. Das Problem ist allerdings, dass es immer noch ein Tabu ist, über Pornografie zu schwätzen. Die schummt mischt, dass man auch oft nicht trauen, zu bezahlen oder Sachen verstoppt gucken. Punkt Nummer 4. Wie fanden ich nicht Mainstream-Pornografie? Da ist ein gut froh. Nicht Mainstream-Pornografie heißt noch lange nicht, dass die Bilder, die gewesen gehen, nicht heinst auch normativ sind. Eine bekannte Filmemacherin ist zum Beispiel Derricka Lust. Viele Leute kennen hat durch seinen TED-Talk. Seine Produktionsfirma Lust Productions produziert Filme, die relativ ästhetisch, schön und gut gemacht sind. Beliebt ist zum Beispiel seine Filmreihe X-Confessions, wo Leute können hier Fantasien und Geständnisse herausschicken und dann entsteht ein Film draus. Es kann ihn sich auch nur anderen feministischem und queerfeministischem Porno umgucken. Da gibt es zum Beispiel etwas wie Netflix für queerfeministische Porno. pinklabel.tv. Für die Leute, die ein kleines Portemonnaie haben, es kann ihnen sich auch zu pur Leuten einen Zugang, zum Beispiel zu X-Confessions oder Pink Label zulegen und Kasten delen. Es gibt noch viel weiter Seiten mit interessanten Inhalten. Wenn ihr über Ursprung seht, googelt mal noch Feminist oder Ethical Porn. Auch Audioporno, also Porno ohne Bilder, ist ein Gesichter wert. In dieser Episode fand ihr auf der Website ein paar Links zu Artikeln, die euch können, ob ihr sich noch nicht Mainstream-Pornografie auf die Spur bringen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.alu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS gibt alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.